Hey, Anna Zellig, mein Name. Ich freue mich jetzt auf eine doppelte Portion Podcast, und zwar zusammen mit dir. Ich hoffe, du hast es gemütlich. Wir hören 2 Teile von der Detektivgeschichte L und L. L und L, das sind die Lisa und der Leo, 2 Detektive, die sehr unterschiedlich sind. Die Lisa, sie ist 14 und der Leo, der ist Rentner. Und zusammen lösen sie ein paar knifflige Fälle. Da ist die 2. Staffel von «Ein Fall für L und L» mit den Fällen 5 und 6. L und L. Fall 5. Das Skelett im Moor. Radio 99. Verbrechen, die sich rächen. Mit der Sibyl Seller. Gruseliger Fund im Hudelmoor. Ein Spaziergänger entdeckt am Wegrand einen Knochen. Wo der Herr Zeller etwas genauer anschaut, wird ihm klar, es ist ein Menschenknochen. Ich bin dann dieser Sache nachgegangen und tatsächlich sind da noch mehr Knochen am Boden vergraben gewesen. Trauriger Höhepunkt sind Knochen von einer menschlichen Hand, die man findet. Der Herr Zeller trifft schier den Schlag. Mich hat schier der Schlag getroffen. Vor allem, als ich noch gesehen habe, dass an diesen Knochen auch noch Kerzenwachs dran war. Wachs am Menschenknochen. Das tönt verdächtig nach schwarzer Magie. Vielleicht sogar ein ritueller Mord von Teufelsanbetern. Eins ist klar, im Hudelmoor ist etwas Unheimliches passiert. Wir bleiben dran. Für Radio 99, Sibyl Seller. Verbrechen, die sich rächen. Die beste Kriminalfälle für Radio 99. Wir sind schwarze Magie, Teufelsanbeter, ein Leichen im Moor. Typisch Sibyl Seller. Logisch, dass sich meine Lieblingsfreundin, die übermotivierte Kriminalreporterin Sibyl Seller, auf so eine Geschichte stürzt. Sie vermutet noch hinter jedem Servala im Fleischgestell ein brutales Verbrechen. Bevor ich den Beitrag im Radio gehört habe, ist aber schon einiges passiert. Weil die Knochen, also eigentlich haben die Leo und ich schon ein paar Tage vorher gefunden. Ein paar Tage vorher sind wir nämlich im Hudelmoor spazieren. Der Leo, die Jakob und ich. Die Jakob ist die Hündin von Leo. Als er gemerkt hat, dass sie ein Weibli ist, ist es halt schon zu spät gewesen. Sie heisst jetzt halt gleich Jakob. Und bei dieser Gruppenarbeit hat mich Michel voll ignoriert im Fall. Ja, und dann? Ja, bin ich halt dort gesessen und habe nichts mehr gesagt. Am Nami aber dann schon wieder. Die Michel ist hinter mir gestanden und dann haben die anderen gelacht. Ja, sie hat dich halt ein bisschen geplagt. Ja, aber echt. Weißt du, wenn sie wenigstens offen wäre. Aber nein, immer so hintendurch. Ja, red sie doch mal drauf an. Ja, habe ich gedacht schon. Und sie dann so, ich weiss auch nicht, was du meinst, Lisa. Ich finde dich doch super. Oh, die hasst mich doch einfach. Jakob, was hast du da? Ein Stecker? Wahrscheinlich wird sie das nicht fortwirfst. Komm, gib. Und jetzt renn! Schau, wie sie säckeln. Hopp, Jakob! Ja, komm, gib das Steckchen. Aus. Das ist ja gar kein Stecker, sondern ein Knochen. Du Schlingel. Hey, das ist ein Speicher. Ein Velospeicher? Hat es dir jetzt Hirn geschifft? Ein Menschenknochen, zeig mal. Vom Unterarm. Woher hat sie den? Der Ding bei diesem Busch hat irgendetwas buddelt. Komm, ich geh mal schauen. Ich bin zu diesen Büschen gelaufen. Also, klein mulmig war mir schon dabei. An der Stelle, wo Jakob buddelt hatte, habe ich voll noch mehr Knochen gefunden. Der Leo ist dann auch schauen. Tatsächlich, das ist vom Oberarm. Komm, ich vergrabe es wieder. Ganz du. Jakob, pfui. Und da, das ist... Ist das... Das ist eine Hand. Shit, Leo, mir wird schwindelig. Komm, sitz an der Lisa. Wir haben beschlossen, nicht mehr weiter zu graben. Ich habe noch ein Foto von den Knochen gemacht und dann sind wir zum Moorwärter. Ein alter Mann hat ein Häuschen am Rand vom Hudelmoor, so eine Hütte. Und ich glaube, er ist nicht der offizielle Wärter, sondern einfach ein Pensionierter, der noch ein bisschen zum Moor schaut.
er war nicht besonders freundlich. Alicha kann nicht sein. Ja, wenn wir es doch sagen. Und wie habt ihr sie gefunden? In der Graben? Nein, Jakob hat sie gefunden. Jakob? Jakob, das ist mein Hund. Habt ihr eine Ahnung, wie die Knochen da ins Hodumor kommen? Ich? Wieso gerade ich? Ja, die wohnen doch schon so lange da, oder nicht? Und? Ich stutze Bäume und so. Das ist alles. In diesem Fall ist noch nichts aufgefallen. Mir fällt nur ein Baba mit blöden Fragen auf. Also, jetzt bleiben Sie anständig, ja? Wenn Sie in jedem Fall der Polizei jetzt melden, oder müssen wir das machen? Der Wärter hat angerufen. 2 Polizisten sind gekommen und haben dann noch ein paar Fragen gestellt. Dann sind wir gegangen. Aber die Knochen haben mir keine Ruhe mehr gelassen. Ich habe die Bilder von meinem Handy noch mal angeschaut und gefunden, am besten vergleiche ich sie mit richtigen Menschenknochen. Aber wo hat es so Knochen? Im Biolehrerzimmer. Dort steht ein Skelett, das wir letztes Jahr angeschaut haben. Ich also zum Biozimmer. Lisa? Grüß dich, Frau Waldvogel. Störe ich? Nein, ich bin gerade am Korrigieren. Was ist? Ich will gerne den Johnny anschauen. Der Johnny? Wieso? Unser Skelett heisst eben Johnny. Also eigentlich Johannes. Johannes Secundus. Aber alle sagen ihm Johnny. Sogar die Lehrer. Der Johnny ist natürlich nicht echt, sondern aus Plastik. Die Frau Waldvogel hat mir die Türen zum Räumchen aufgetan, wo ein paar ausgestopfte Tiere und der Johnny aufbewahrt werden. Aber stellst du mir nichts an mit dem Johnny, gell? Nein. Der kommt immer wieder gern vor. Also das sind jetzt die 2 Unterarmknochen. Elle und Speichen. Die Speichen? Der Knochen sieht wirklich genauso aus wie der auf dem Foto. Lisa? Ein Menschenknochen. Krass. Ja? Kommst du für Ski? Schon fertig. Es hat also voll gestummen. Der Leo hat recht gehabt. Ich bin klein verwirrt zurück zur Frau Waldvogel. Und? Etwas dazugelernt? Ja, über Knochen. Merci vielmals. Gern. Wenn du dich schon mal für Biologie interessierst. Was, ich interessiere mich doch. Ja, man würde es nicht glauben, wenn man hier deinen Test anschaut. Ich sage nur, ungenügend. Ja, das Thema der Wolf wäre ja gegangen, aber ein Kreuzli-Test. Ich hasse einen Kreuzli-Test, Frau Waldvogel. Da gibt es immer so viele mögliche Antworten. Du musst dich halt entscheiden oder einfach lehren. Die Waldvogel könnte ja auch sinnvollere Prüfungen machen. Wie alt sind die Welpen, wenn sie fertig gesäugt haben? Hey, ist das wichtig? Habe mich wieder aufgeregt. Ich also aus dem Biolehrerzimmer und knalle fast die Lehrerin von meiner Klasse. Hey, Lisa, geht's dir gut? Wegen? Ich meine nur wegen deiner Mutter. Was wegen meiner Mutter? Geht mich zwar nicht an, aber das mit der Psyche. Psyche? Mein älterer Bruder war auch mal in einer Psyche. Aber jetzt macht er Lehre. Was? Meine mehr ihre Psyche? Hey, so ein Seich, wer hat das gesagt? Das wissen alle. Die Michelle hat mir das erzählt. What? Hat Michelle doch wirklich erzählt, dass meine mehr ihre Psyche ist? Hey, so ein Müll! Die will mich voll mobben. Ich musste sofort zum Leo müssen. Ja. Merci. Weißt, ich bin natürlich sofort zu Michelle gegangen und habe sie gepackt und gesagt, sie sei eine dumme Bitch. Was? Ja, eine blöde Kuh. In diesem Moment kommt natürlich der Tanner um die Ecke. Und Tanner? Ja, der Geschichtslehrer. Und dann schickt er mich zum Rektor und der sagt, beim nächsten Mal gäbe es einen Verweis. Ja, Michelle? Die, ein Engeli. Und dem Rektor hast du nichts gesagt? Spinnst? Lisa, du musst mit jemandem über das reden, mit einer Lehrerin zum Beispiel. Die kann dich doch nicht einfach fertig machen. Sicher nicht, sonst tut sie nur noch blöder. Oh, Jakob, ja, was ist denn mit dir? Ist sie krank? Ich weiss nicht, seit heute Morgen ist sie so komisch. Oh. Ja, wenn es morgen nicht besser ist, gehe ich mit ihr zum Tierarzt. Du aber wegen deiner Michelle... Leo, ich mag nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr hören von dieser... Ja, ist ja gut. Und wegen dem Skelett.
Ich habe gedacht, wir könnten... Nein, ich mache jetzt einfach nichts mehr. Depper bin ich auf dem Bett gelegen. Man kann nicht gleichzeitig mit einer dummen Klassenkameradin umgehen, mit einem Skelett. Detektiv, primitiv, Detektiv, primitiv. Und noch mit einem strunzdummen Brütsch. Und der war auch noch eine nächste Bioprüfung angesagt. Ich hatte echt auf nichts mehr Lust. Aber schon kurz darauf hat alles wieder anders ausgesehen. Da ist nämlich der Bericht im Radio gekommen, eben der von dieser Krimi-Reporterin Sibyl Seller. Radio 99. Verbrechen, die sich rächen. Mit der Sibyl Seller. Gruseliger Fund im Hudelmoor. Ein Spaziergänger entdeckt am Wegrand einen Knochen. Wo der Herr Zeller... Der Beitrag im Radio, den ich am Anfang schon davon erzählt habe. Hey, der hat mich aufgeregt. Der Leo hat den Beitrag auch gehört und mir sofort angerufen. Lisa, hast du gehört? Ja, jetzt ist die blöde Kuh auch noch an diesem Skelett dran. Sieht so aus, ja. Aber hat der Mann die Knochen schon vor uns gefunden? Ja, keine Ahnung. Ja, und wieso geht er das im Radio erzählen, Mann? Keine Ahnung, ich weiss nicht. Du, der Tierarzt hat gesagt, vielleicht sei Jakob vergiftet worden. Was? Aber wer will sie denn vergiften? Ja, weiss auch nicht. Vielleicht jemand, der keine Freude daran hat, dass sie den Knochen gefunden hat. Das kann ja eigentlich nur einer sein. Leo, wir gehen noch mal zu dem Moorheini. Nein, das geht nicht. Ich muss bei der Jakob bleiben. Bin ich halt allein gegangen. Habe das Biolernen aufgeschoben. Ich habe doch diesen Fall nicht einfach der Sibyl Seller überlassen. Der Moorwärter war für uns am Holzhacken. Grüß dich. Du schon wieder. Ja, Lisa. So. Wieder wegen diesen Knochen. Ja, genau. Darf ich noch eine Frage stellen? Hock da her. Dir ist noch irgendetwas in den Sinn gekommen im Zusammenhang mit dem Skelett? Na. Ja, vielleicht irgendetwas Komisches, Unerklärliches oder so. Unerklärlich? Tja. Etwa die in der Nacht hat es Lichter im Moor. Lichter? Was für Lichter? Irrlichter bewegen sich hin und her. Dann verschwinden sie auf das Mal. Ja, und von was sind denn die Lichter? Man sagt von armen Seelen. Was? Von Toten? Ja, im Moor versunken. Seid ihr denn schon mal so einer armen Seele begegnet? Jesus Maria. Geht man einem so einem Irrlicht nach, versinkt man im Moor, dann ist man auch so eine arme Seele. Ja, aber vielleicht sind die Lichter ja gar keine arme Seelen, sondern Menschen, Lebende. Ja, ich meine, wenn ihr nie eine gesehen habt. Glaubst du, was man nicht sieht, gibt's nicht? Ja, weiss nicht. Darf ich schnell aufs WC? Innen beim Schopf. Ich um die Hütte herum. Hoffentlich kommt keine arme Seele, habe ich gedacht. Die Tür vom Schopf war ein Spalt offen. Dann bin ich rasch rein und bei den Werkzeugen habe ich eine gelbe Kartonschachtel gesehen. Rattengift! Hey, mit dem kann man doch auch andere Tiere vergiften, zum Beispiel Hunde. Als ich ein Geräusch gehört habe, bin ich rasch wieder raus. Zum Glück hat mich niemand gesehen. Und dann bin ich zurück zum Moorwärter. Hund vom Leo geht's nicht so gut. So? Aha. Wahrscheinlich vergiftet. Blöd. Ja. Rattengift. Ja, das Zeug ist heftig. Nicht der gesprächigste Mensch auf Erden. Und wieso habe ich das mit dem Rattengift behauptet? Für das ich sagen kann, ja, ich habe den Hund vergiftet. Oh, so doof. Jetzt weiss er nämlich auch, dass ich ihn verdächtige. Aber dann hat Leo ein SMS geschrieben. Er hätte Neuigkeiten. SMS schreiben habe ich ihm beigebracht. Natürlich hat mir Leo einen Zwetschgensirup serviert und erzählt, was er herausgefunden hat. Lisa, ich bin zur Polizei gegangen. Was? Ja.
Ich habe behauptet, mein Cousin sei vor ein paar Jahren verschwunden. Wir haben immer gemeint, er sei in Marokko. Aber jetzt mit dem Skelett, vielleicht sei das ja mein Cousin. Und was dann gekommen ist, das glaubst du nicht. Ja, sag schon. Der Polizist hat mich ausgelacht und gesagt, das Skelett sei schon 120 Jahre alt. Was? 120 Jahre? Ja, und gestorben etwa vor 80 Jahren. Und er hat gesagt, es sei eine Frau gewesen. Aha. Und es sei sicher kein Fall mehr für die Polizei, viel zu lange seither verjährt. Im Internet habe ich mal so eine Sendung gesehen über alte Kriminalfälle. Henne spannende Geschichten. Aber wie kann man etwas über einen Mord oder eine verschwundene Person herausfinden, wenn das 80 Jahre her ist? Am nächsten Tag habe ich in der Schule den Tanner im Gang angetroffen. Unser Geschichtslehrer. Na, Lisa, hast du dich wieder beruhigt? Ah, Herr Tanner, euch kann ich noch etwas fragen. Ja? Als Geschichtsforscher... Historiker. Genau. Wie kann ich etwas herausfinden über eine Person, die vor 80 Jahren verschwunden ist? Vor 80 Jahren? Wieso denn das? Ja, das weiss ich auch nicht. Auf jeden Fall, aber das müsst ihr bitte diskret behandeln. Wir haben eben ein Skelett gefunden und die Polizei sagt, es sei 80 Jahre alt. Ah, diese Moorleiche. Dazu habe ich doch erst kürzlich was im Radio gehört. Von dieser Sibylle Gibt es da irgendwie Bücher oder so über ungelöste Kriminalfälle? Aber dieser Skelettfund wäre in dem Fall doch schon verjährt. Lisa? Hä? Beschäftigen dich die Knochen immer noch? Frau Waldvogel, ja, mal schon. So alte Knochen anforschen, das bringt doch nichts. Was? Wieso? Du wirst dich gescheiter über die Photosynthese schlau machen. Es gibt ja wieder einen Kreuzli-Test. Ja, aber geh Detektiv spielen. Das kann Lisa doch selber entscheiden. Ja, ich sage nur. Bis später. Also, Lisa, guck doch mal in den Zeitungsarchiven nach. Zum Beispiel beim Tagblatt. Okay. Online oder vielleicht im Archiv direkt in der Redaktion. Die Leute dort helfen dir bestimmt weiter. Beim Tagblatt Online gibt es Hunderte von Meldungen. Römisches Skelett von Sturm freigelegt. Oder rätselhaftes Skelett unter einer Kapelle gefunden. Sogar ein Bericht über magere Models. Skelette auf dem Laufsteg. Aber es werden nur Artikel, die nicht mehr als ein Jahr alt sind, angezeigt. So blöd. Ich dann noch weiter gesurft. Lisa! Stell jetzt mal den Kompi ab! Meine Mehr. Hey, es gibt im Fall schon unglaubliche Geschichten. Zum Beispiel ein Skelett von einer jungen Frau. Nach 29 Jahren hat man sie gefunden. Mit einem Draht um den Hals. So grusig. Und dann sollte man noch schlafen können. Am nächsten Tag bin ich in die Redaktion vom Tagblatt gegangen. Zum Empfang. Grüß euch. Ich würde gerne die alten Zeitungen durchschauen, so vor 80 Jahren, also aus dem Archiv. Ja, da musst du mal zuerst den Zettel ausfüllen. Okay. Merci. Wichtig ist dein Namensalter und der Grund. Grund? Also das Verbrechen? Nein, einfach Schulhaus. Und der Lehrer. Ich meine, du machst doch das für die Schule, oder? Ja. Und dann welchen Zeitraum im Archiv du anschauen willst. Ja, schau, wer haben wir denn da? Das ist doch die Lisa. Frau Seller? Hi, Sibyl. Was will sie denn? Was wollt ihr da überhaupt? Ich? Da hat das Radio sein Studio. Ich arbeite da, Schätzli. Und du willst ins Zeitungsarchiv, habe ich gesehen. Was gibt's denn da Spannendes? Ja, so alte Zeitungen. Die junge Dame ist auf der Suche nach Verbrechen. Was gibt's denn für Verbrechen, Lisa? Vor 80 Jahren, oder? Also so vor 80 Jahren. Was ist denn da passiert? Also, ich weiss es eben nicht, aber ich muss für die Geschichte eine Arbeit schreiben. Über das Skelett? Nein, über Sklavenhandel in der Schweiz. Vor 80 Jahren? Genau. Ah, wie flüssig. In den nächsten Tagen bin ich immer wieder ins Zeitungsarchiv gegangen. Auf der Suche nach einem Bericht über eine verschwundene Frau. Dabei habe ich aufgepasst, dass mir die blöde Radioreporterin nicht mehr sieht. Bei den Artikeln, die ich gefunden habe, ist es mal um ein verschwundenes Mädchen gegangen, mal um 3 tote Männer.
Aber keine Frau. Und vor allem kein Hinweis auf Wachsspuren, die es am Skelett hatte. Ich habe blättert, einen ganzen Jahrgang Zeitungen durchgeschaut, bis mir Augen und Rücken wehgetan haben. Ja, jetzt siehst du mal, was Arbeiten heisst. Oh, Leo, du bist so doof. Wie geht's eigentlich der Jakob? Hat sie sich vom Gift erholt? Ich glaube schon. Hey, Jakobli. Jakob. Sie sieht wirklich besser aus. Aber du, Leo, jetzt habe ich alle Zeitungen von vor 80 Jahren durchgeschaut. Soll ich jetzt die vom Jahr vorher und die nachher auch noch durchgehen? Das kommt wahrscheinlich nicht so drauf an. Die Frage ist, ob es überhaupt Sinn macht. Wieso? Der Polizist hat gesagt, es ist eher eine ungefähre Schätzung, wie lange das Gerät im Moor gelegen ist. Was? Bist du sicher? Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so genau feststellen. Oh, super. Warte, ich schaue das mal nach. Auf dem Handy? Ja, im Internet. Ich gebe ein Skelettfund Alter. Mit dem Handy gehst du aufs Internet? Mal Donnerwetter. Oh, die Verbindung könnte auch schneller sein. Ist das so ein Smartphone? Ja, erste Generation. Boah, erste Generation. Schau, hier auf der Seite der Uni steht, ganz allgemein gilt, dass man am Skelett nur ein physiologisches Alter bestimmen kann. Der Schluss auf das chronologische ist mit einem Fehler behaftet. Kommst du da draus? Ja, wenn man ein Skelett findet, weiss man zwar, wie alt der Mensch geworden ist, aber nicht so genau, wie lange die Knochen schon unter der Erde liegen. Ja, aber dann müsst ihr ja Zeitungen von vor 10 oder 20 oder noch mehr Jahre durchsuchen. Ja, so ist es. Oh. Wir also voll blockiert. Ich habe nicht gewusst, wo weiter suchen. Mann, jetzt ist die Reporterin sicher schneller als mir. Und dann noch die Vergiftung von Jakob. Und zu allem anderen hat Michelle ihr Schuh wieder mal ganz dumm da und noch mehr Gerüchte verbreitet. Hey, unterdessen hat die halbe Klasse das Gefühl gehabt, dass meine Familie einen Dachschaden hat. Dabei ist es voll nicht wahr. Niemand hat mehr mit mir reden, ausser mein Bruder. Hey, wieso siehst du wieder so scheisse aus? Gut, bei ihm stimmt es mit dem Dachschaden sogar. Ich bin daheim auf dem Bett rumgehängt und habe mich durch die Fotos auf meinem Handy durchgeklickt. Eins von mir mit dem Roman. Ja, dem hatte ich ja mal Freude gehabt. Eins von Michelle auf der Schulreise. Dann hat sie noch nichts gegen mich gehabt. Und die Knochenbilder. Da ist mir plötzlich etwas aufgefallen. Alle Knochen haben so schwarze Punkte. Immer neben dem Gelenk. Ich musste gerade Leo anrufen. Bist du sicher? Was sind das für Punkte? Ich weiss auch nicht. Leo, wir müssen unbedingt noch mal die Knochen anschauen. Unmöglich, wir sind bei der Polizei, da können wir nicht mehr dran. Mo, wir müssen. Leo, morgen gehen wir zur Polizei. Und so haben wir es gemacht. Der Leo hat seine besten Überredungskünste ausgepackt. Ich sei seine Enkeltochter und wollte unbedingt mal Kriminalpolizistin werden. Der zuständige Polizist wollte nichts wissen. Aber der Leo hat nicht aufgegeben. Schliesslich braucht der Polizei Nachwuchs, oder? Für eine sichere Zukunft in Freiheit. Ja. Aber wenn ich Ihnen jetzt die Knochen noch mal zeige, dann bleibt das unter uns. Ja, selbstverständlich. Das hier ist alles, was wir noch gefunden haben. Noch erstaunlich, wie gut die noch zu Weg sind nach so langer Zeit. Hast du gesehen, die Löcher? Immer am Ende von jedem Knochen. Tatsächlich. Woher kommt denn die? Keine Ahnung. Item, die Sache ist verjährt. Voll regelmässig. Immer ein Loch durch den ganzen Knochen. Komisch. Ja, es ist ein komischer Fall. Vor allem, weil das Skelett zwar seit etwa 80 Jahren tot ist, aber im Moor gelegen ist es nur gut 15 Jahre. Echt? Warum? Das hat mir das Labor gesagt. Mehr weiss ich auch nicht. So, jetzt muss ich wieder an den Zeck. Meldest dich mal, gell, Lena? Lisa. Lisa. Ja. Wenn du mit der Ausbildung fertig bist. Lena. Merci. Ja, auf jeden Fall melde ich mich bei der Polizei.
Aber immerhin sind wir weitergekommen. Nicht vor 80 Jahren ist etwas passiert, sondern erst vor 15 Jahren. Ich also nochmal zum Tagblatt, fürs Archiv. Die Empfangsdame hat mir gesagt, was erst 15 Jahre zurückliege, sei auch in einem digitalen Archiv. Nur für das darf sie mir den Zugang nicht einfach so geben. Die Reporterin, die du kennst, Sibyl, die hat das Programm für die Archivsuche auf ihrem Computer. Soll ich ihr anrufen? Lieber nicht, habe ich gedacht. Aber dann habe ich gefunden, entweder suche ich wieder stundenlang von Hang oder ich habe mit der Suchfunktion ein paar Sekunden. Aber für das brauche ich Sibyl Seller. Gell, Lisa, du weisst, du kannst mich immer fragen, wenn du ein Problem hast. Ja, klar. Also, da kannst du deinen Suchbegriff eingeben. Okay, merci. Was ist jetzt? Willst du nicht? Mal schon, aber es geht im Fall ohne euch. Die müssen nicht da warten. Ja, leider schon. Sicherheitsbestimmungen, du verstehst. Ich kann dich nicht allein am Computer vom Radio lassen. Was suchst denn du genau? Oh, so ein Schlamassel. Ich vor dem Computer kann nicht das suchen, was ich will. Hat er halt einfach Sklaverei eingegeben und Schweiz. Und behauptet, das hätte mit meiner Geschichtsarbeit zu tun. Ich habe ein bisschen umgeklickt und darauf gewartet, dass sie mal abhauen würde. Aber nein! Und dann hatte ich die Idee. Schnell auf das WC und dem Leo ein SMS geschickt. Er soll die Reporterin anrufen. Kurz darauf ab. Sibyl Seller, Radio 99. Grüezi. Ja, da ist Kriminalreporterin. Was haben Sie wegen dem Moment, ich hole mir schnell etwas zu schreiben. Und dann ist sie ins Büro nebenan gegangen. Ich schnell Skelett eingegeben und mich durch das Resultat geklickt. Stahlskelett des neuen Konzertsaals steht. Ah nein. Wissenschaftler entdecken Knochen im Pandaskelett. Aber dann. Skelett verschwunden. Ich hatte keine Zeit zum Lesen und habe es schnell ausgedruckt. Beim Drucker hat mich aber die Reporterin abgefangen. Zeig, was hast du jetzt hier ausgedruckt? Nichts. Und schon hat sie das Papier in der Hand. Eine Sklaverei, auch die Schweiz war beteiligt. Was ist denn das? Für meine Geschichtsarbeit. So, ich bin fertig. Merci vielmals, Frau Selli. Ja, was, das ist alles? Natürlich war das nicht alles. Der Artikel, den sie verwünscht hat, hatte ich nämlich schon ein bisschen früher ausgedruckt. Der richtige Artikel, der mit dem Skelett, habe ich zusammengefaltet und in dem Moment, wo die Reporterin kam, unter mein T-Shirt geschoben. Mega Glück gehabt. Bin sofort zum Leo. Hat es etwas genützt? Ich rufe im Fall nicht mehr diesen Reporterin an und schaue ins Blaue vom Himmel oben runter. Easy, Leo. Schau mal. Skelett verschwunden. Wo ist meine Lesebrille? Rätselhafter Fall im Schulhaus der Oberstufe. Ein Skelett ist spurlos verschwunden. Noch am Vortag wurde das Skelett im Biologieunterricht benutzt. Stimmt, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Was? Du hast es gewusst? Ja, also, nein, mein Hirn ist manchmal ein Löchersieb. Oh Mann, Leo. Aber was ist denn mit deinen Tropfen? Was für Tropfen? Deine Ginseng-Tropfen. Ja, das sind schon fürs Denken, aber die wirken nicht sofort. Also, das Skelett trug den Namen Johannes. Es war... Schüler finden es lustig. Abwart Peter Huber sagt, ich stehe vor einem Rätsel. Hey, Leo, das ist es. Ein Rätsel? Ja, wirklich. Nein, die Löcher. Also so viele Löcher hat mein Hirn auch wieder nicht. Nein, Leo, die Löcher in den Knochen, die wir gefunden haben, sie sind für die feine Schnur, die das ganze Skelett zusammenhält. Tatsächlich. Aber wer soll schon ein Schuhskelett beerdigen? Das war allerdings noch ein Rätsel. Darum bin ich am nächsten Tag zum Biozimmer nochmal zu der Frau Waldvogel. Lisa, du schon wieder? Frau Waldvogel, ich habe eine wichtige Frage. Geht es um Photosynthese? Nur zu? Nein, es geht um Johnny. Seit wann ist das Skelett da? Seit über 10 Jahren. Aber warum? Ja, auch vorher hat es ein anderes Skelett gegeben. Also, ja. Ich wüsste nicht, wieso das eine Schülerin interessieren sollte. Der Johnny ist doch der Johannes Secundus. Secundus, das bedeutet der Zweite. Es muss also auch einen Ersten gegeben haben. Ja, und wenn auch.
Du, ich sollte jetzt wirklich meine Prüfungen korrigieren. Ich glaube, ich weiss, wo der erste Johnny ist. Dir etwa auch, Frau Waldvogel? Lisa, sitz schnell an. Schau, mit 25 bin ich hier angestellt worden, frisch von der Uni. Das war für mich ein super Job. Einmal haben wir eine Party organisiert, ich und ein paar Freundinnen. Und für das habe ich den Johnny halt als Dekoration ausgelehnt. Eine Halloween-Party? So cool. Nein, Halloween hat es da noch nicht gegeben. Einfach eine Party in einem Keller. Mit vielen Kerzen dekoriert, oder? Und einen Kerzenständer haben wir am Skelett auf den Kopf gestellt. Erst, als wir am Aufräumen waren, haben wir gesehen, der ganze Kerzenwachs ist über das Skelett abgetropft. Ui, nein. Ja, es war eine riesige Sauordnung. Wir haben es versucht zu putzen, aber der rote Wachs ist nicht mehr richtig weggekommen. Und in diesem Zustand konnte ich das Skelett nicht mehr zurück ins Biozimmer stellen, oder? Und dann hat er beschlossen, den Johnny zu vergraben. Ja, das war sicher nicht die beste Idee, aber es musste schnell gehen und wir waren alle ein bisschen angetrunken. Und es war so ein bisschen dunkel, dass ich nicht mehr genau gewusst habe, wo wir das Skelett vergraben haben. Ja, und die Schuhe? Die haben dann ein neues Skelett gekauft. Das Mal übrigens eins aus Plastik. Irgendwann war die Sache vergessen. Ja, bis wir den alten Johnny im Moor gefunden haben. Ja. Und jetzt, Lisa, jeder macht doch einmal einen Blödsinn. Das stimmt. Und dann ist man doch auch froh, wenn jemand ein Auge zudrückt. Und ja, also ein Schuhskelett vergraben, das ist ja nicht wirklich ein Verbrechen. Der Leo hat auch gefunden, dass wir diese Sache so lassen können. Super, Lisa. Wir haben wieder einen Fall gelöst. Da habe ich mir ein Bierchen verdient. Halt, Leo, warte schnell. Wieso? Das ist mein erstes Bier heute. Ja, aber mir ist etwas noch nicht ganz klar. Wieso hast du der Reporterin den Tipp gegeben, dass wir das Skelett im Moor gefunden haben? Ich? Wie kommst du da drauf? Ach, Leo, ich bin doch nicht blöd. Ich habe den Beitrag noch mal gehört. Und der Mann, der dort drin vorkommt, das bist doch du. Du hast einfach deine Stimme verstellt. Ja, gut, ja. Ich habe der Reporterin den Tipp gegeben. Ja, aber warum? Lisa, du bist so deprimiert wegen deiner Michelle. Du hast nichts mehr hören. Du hast dir von niemandem helfen lassen. Da war das die einzige Möglichkeit. Zu meiner Lieblingsfreundin zu gehen und ihr alles zu verraten. Super. Ich wollte dich ablenken. Und es hat einmal funktioniert. Du bist wieder fröhlicher und hast dich schon lange nicht mehr über Michelle beklagt. Und die Reporterin hat dir nichts gemerkt. Die kennt dich doch. Ja, er hat eine Sonnenbrille angehabt und eine Kappe. Leck ist die blöd. Du, was ist eigentlich mit dieser Michelle? Plagen die dich immer noch? Nein, das hat aufgehört. Sehr gut. Und warum? Ja, als ich der Frau Waldvogel gesagt habe, dass sie das mit dem Skelett vergessen hat, sie gefunden, jetzt sei sie mir etwas schuldig. Und zuerst wollte ich sagen, sie können mir ja die Lösungen vom nächsten Kreuzli-Test schon vorher stecken. Ach so. Ja, aber dann habe ich gesagt, sie soll sich doch bitte mal um die Michelle kümmern. Und, was hat sie gemacht? Ja, das weiss ich auch nicht so genau, aber wahrscheinlich ziemlich den Tarif durchgegeben. Weil als Michelle wieder aus dem Lehrerzimmer rausgekommen ist, hat sie nicht so besonders fröhlich reingeschaut. Und jetzt? Jetzt ist sie total nett. Na, eben, siehst L&L. Fall 6. Der Bilderraub. Radio 99. Verbrechen, die sich rächen. Mit der Sibyl Seller. Ein harter Schlag für die Kunstwelt. Im Städtischen Kunstmuseum werden 3 wertvolle Bilder gestohlen. Der Täter fesselt den Abwart vom Museum an die Heizung. Er ist noch sichtlich schockiert. Ja, also, ich habe... Sie stehen unter Schock, oder? Ja.
Viel mehr bringt man nicht aus ihm raus. Täter sind entkommen. Sie haben Mickey-Maus-Masken getragen. Ein Hinweis darauf, dass es die berüchtigte Mickey-Maus-Bande sein könnte, die nicht das erste Mal ein Museum bestohlen hat. Die Bilder gehören dem Kunstsammler Hans-Jörg Pfäffli, einem Erfinder der Pfäffli-Dusch-WCs. Der Hans-Jörg Pfäffli ist ausser sich. Das ist ein Skandal, oder? Ein Skandal ist das, Mickey-Maus-Maske. Wir haben doch hier in Fasnacht. Die Bilder sind unbezahlbar. Zu den Bildern gehört der Rabe mit dem roten Neste. Das ist über 40 Millionen wert. Tauchen die Bilder bald auf dem Schwarzmarkt auf? Eins ist klar, im Museum ist geschlampert worden und die Polizei tappt im Dunkeln. Wir bleiben dran. Für Radio 99, Sibyl Seller. Verbrechen, die sich rächen. Die beste Kriminalfälle für Radio 99. Wir sind Kunstdiebe mit Mickey-Maus-Masken. Das hat lustig getönt, aber auch ein bisschen gefährlich. Nach dem Bericht im Radio habe ich gerade Leo angerufen und ihn gefragt, ob er mitkommt ins Museum. Klar komme ich mit. Ich will aber nur rasch mit der Briefmarkensammlung fertig ordnen. Sagen wir nächsten Montag. Der Leo ist pensioniert und hat darum viel Zeit, bei meinen Ermittlungen zu helfen. Ausser wenn er gerade seine Briefmarken neu sortiert. Aber das hat er dann auf später verschoben. Wir also los zum Kunstmuseum. Und dort gerade bei einer Führung mit. Und da vorne haben wir das Bild Glühende Kastanienbeige von Wilhelm Franz Koch. Sehen Sie? Die Kombination von Holz und Feuer. Fantastisch. Man meint, das Bild brenne wirklich. Und daneben ist Bohnenfeld im Allgäu vom Claude Manny. Dieses Landschaftsbild zeigt die Frau des Malers, die natürlich Bohnen pflückt. So schön. Oh, schön langweilig. Hast du irgendeinen Hinweis auf die 3 gestohlenen Bilder entdeckt? Aha. Und hier hängt der Rabe mit dem roten Neste von Paul Sesam. Dieses Bild entstand... Was? Aber das Bild ist doch gestohlen worden. Aha. Eine kleine Kunstkennerin. Ja, du hast recht. In der Tat sind die 3 Bilder, die hier an der Wand hängen, nur Kopien. Die Originale sind gestern, wie soll ich sagen, leider verschwunden. Also gestohlen? Von einer Diebesbande? Ja. Ja. Ja, und wieso hängen denn jetzt da schon so Kopien? Gute Frage, Mädel. Die Bilder gehören einem Sammler, dem es sehr wichtig ist, dass möglichst viele Leute die Bilder bestaunen können. Ja, und? Die Bilder wurden so häufig an andere Museen ausgeliehen, da hat der Sammler Kopien herstellen lassen. So als Platzhalter. Die Kopien haben voll ausgesehen wie die echten Bilder. Der Museumsführer hat uns erklärt, dass das Profis machen. Sie malen jeden Strich vom Original ganz genau nach. So merken die meisten Leute gar nicht, dass da gar keine echten Bilder hängen. Das überrascht mich aber, dass da schon Kopien von den Originalbildern hängen. Ja, diese Kopien stehen bei uns im Lager. Sie gehören aber eigentlich dem Sammler. Das machen wir so, damit wir immer eine Kopie des Originalbilds bereit haben, falls die Originale sonst irgendwo ausgestellt werden. Schon. Nur sind die Originale diesmal nicht ausgelegt worden und da ist auch nicht angeschrieben, dass es Kopien sind. Ja, das ist... Wir hatten einfach noch keine Zeit, diese Beschriftungen anzubringen. Ja. Aha. Immer ist niemandem etwas passiert. Genau. Und wie geht's denn eigentlich dem Abwart? Besser. Aber wenn dich jemand mit einer Waffe bedroht und dich dann mit einem Kabelbinder an einen Radiator fesselt, das ist kein Spaß. Kabelbinder sind so Plastikteile, hat Leo gesagt. Eigentlich zum elektrische Kabel zusammenbinden. Aber man kann damit eben auch jemanden fesseln. Der Museumsführer ist gegangen. Der Leo und ich sind dann noch ein bisschen im Museum rumgelaufen, aber nirgends eine Spur oder ein Hinweis auf den Kunstraub. Bis jemand auftaucht ist, den ich schon fast ein bisschen vermisst habe. Sibyl Seller hat die Direktorin vom Museum interviewt.
Das ist doch sicher ein unglaublicher Verlust. Ich meine, für Sie als Direktorin vom Museum. Was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist natürlich kein gutes Gefühl, gell? Treten Sie jetzt zurück als Direktorin? Wissen Sie, solange wir nicht wissen, was passiert ist... Sie tappen also im Dunkeln. Was ist denn mit den Aufnahmen der Überwachungskameras? Wir überwachen alle Ein- und Ausgänge, aber nicht die Ausstellungsräume. Bis jetzt haben wir keine Spur von den Räubern entdeckt. Aber vor dem Museum sind 2 Masken gefunden worden, so Mickey-Maus-Masken. Ja, gell, das ist ziemlich daneben mit der Maske von einer Comicfigur. Das wird noch Konsequenzen haben. Was ist denn da los? Ja, das ist der Herr Pfäffli. Wissen Sie, ihm gehören die Bilder. Ich will sofort Kopien von den Bildern zurück. Ja, die Kopien, die jetzt hier hängen? Ja, natürlich. Wieso wollen Sie die zurück? Ich bin ja nicht sicher. Das ist mein Eigentum. Aber die Kopien sind doch nichts wert, ein paar Fränkchen Das ist mir egal. Ich will sie zurück. Und zwar jetzt. Am Schluss von diesem Krach ist der Sammler Pfäffli voll mit seinen Kopien der gestohlenen Bilder heim. An der Wange nur noch 3 leere Flecken. Der Leo und ich sind ins Museumscafé und haben überlegt, wie weiter. Also eigentlich fehlt jede Spur. Ja. Bis auf die Maske, die die Polizei vor dem Museum gefunden hat. Aber von irgendwo müssen die Masken ja kommen. Ja. Hey, Lisa, wir gehen in alle Verkleidungsläden in der Stadt fragen, wem sie so eine Maske verkauft haben. Nein, Leo, das macht voll keinen Sinn. Wieso? So viele Läden mit Masken gibt es gar nicht. 2 oder 3. Ja, aber heute kauft man sich doch so etwas einfach über das Internet. Und wie bitte wollen wir das kontrollieren? Ach, das reine Internet. Du, letztes habe ich sogar gelesen, dass im Internet Ja, hallo. Die kleine Lisa mit ihrem Opi. Ah, die grosse Reporterin mit ihrem Mikrofon. Ja, was für ein Zufall, dass Sie heute im Museum sind. Absoluter Zufall. Bei euch doch auch, oder? Bei mir ist es mein Job. Bei euch ist es nur unverschämtes Umschnüffeln. Moment, wir haben nur mit dem Museumsführer geredet. Wir waren an einer Führung. Museumsführer? So. Dann haben wir ja schon mal den gleichen... Der gleiche was? Haben wir den gleichen Museumsführer gehabt, ja. So, ich muss. Ich habe anderes zu. Ich kann leider nicht so gemütlich rumkäfeln wie nie. Tschüss. Ich habe einfach noch viel Spass. Wie hat sie das gemeint? Wir haben den gleichen Fall. Nein, den gleichen Verdacht, Leo. Mensch, der Museumsführer. Aber wir haben ja noch gar keinen Verdacht. Ja, bis jetzt nicht, aber jetzt hat sich die Reporterin verschnurrt. Sieht so aus, hä? Ich wollte in der Nacht beim Museumsführer vorbeischauen. Heimlich. Der Leo war kein Fan von dieser Idee. Aber man konnte ihn ja nicht einfach fragen, habt ihr die Bilder geklaut? Das einzige Problem, wie komme ich am Abend noch aus meinem Zimmer? Aber eigentlich ist das auch kein Problem, weil meine Mär ist nicht besonders aufmerksam. Ich habe kurz mit meinem Bruder gestritten, der ein hässig da und in meinem Zimmer die Türen zugeknallt. Schlitz die Türen nicht immer so, Lisa! Und dann habe ich von innen abgeschlossen. Dann bin ich zum Fenster rausgestiegen, über das Garagendach geklettert und schon bin ich draussen. Ich habe dann Leo direkt vor dem Haus vom Museumsführer getroffen. Zum Fenster rausgestiegen? Eigentlich kann ich das nicht unterstützen, Lisa. Leo, pst! Und was willst du jetzt herausfinden? Ja, manchmal kann man nicht wissen, was man herausfinden will, bevor man es herausgefunden hat. Ja, grossartig. Super Plan. Klar. Siehst du den Abfallcontainer dort neben der Terrasse? Gib mir mal die Taschenlampe. Dann schauen wir jetzt mal rein. Aber dann müssen wir ja über das Grundstück. Ja. Das ist doch verboten. Ja, dann bleibst du halt da. Ja, ich komme mit. Wir also leisli durchs Gartentürli in Richtung Hauseingang gelaufen. Da ist der Container. Ja, das ist doch nur eine Katze. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Psst. Hallo, ist da jemand? Du bist's, Murli. Komm rein, mein Schatzi-Katzi. Oh, das ist jetzt aber knapp gewesen. Komm, wir gehen. Warte! Zuerst schauen wir noch in den Container rein. Lisa, das bringt doch... Da, Leo! Gib mir ein Nastuch. Was? Schnell! Da. So. Da, schon haben wir's. Donnerwetter. Eine Maske von Mickey Maus. Ich habe diese Maske sorgfältig ins Nastuch gewickelt.
Vielleicht hat sie ja Fingerabdrücke getroffen oder so. Wir also mit der Maske sofort zur Polizei. Der Kommissar war zwar ein bisschen misstrauisch, weil ich ihm nicht wirklich erklären konnte, was wir bei diesem Haus gemacht haben. Aber dann hat er die Maske genommen und angeschaut. Und der Museumsführer ist noch am gleichen Abend verhaftet worden. Wir haben den Fall vor der Reporterin gelöst. Und gleich schnappen wir auch noch den Rest von dieser Mickey Mouse Bande, habe ich gedacht. Aber es ist anders gekommen. Leo? Lisa, er ist es nicht. Was? Der Museumsführer? Ja, jetzt hat mir gerade der Kommissar angerufen, hey, ist der Hessen gewesen. Wir haben ihn an der Nase rumgeführt. Was, wieso? Keine Spur an der Maske, kein Fingerabdruck, nichts. Und das Alibi. Er ist es definitiv nicht gewesen. Ganz sicher? Und die Mickey Maus Maske bei ihm im Güssel sind nicht die gleichen wie die sie im Museum gefunden haben. Oh Mist. Und wieso haben wir denn die Maske bei ihm im Köder gefunden? Was weiß ich. Vielleicht hat jemand den Verdacht auf einen Museumsführer lenken. Wow, voll peinlich. Wir sind also voll reingefallen. Aber wenn nicht wir diese Maske gefunden hätten, dann sicher irgendjemand anderes. Zum Beispiel die doofe Reporterin. Nur, wer hat die Maske in die Köder von diesem Museumsführer da? Und die andere Frage war immer noch, wie sind eigentlich die Diebe aus dem Museum rausgekommen? Keine von den Überwachungskameras hat sie gefilmt, keine Spuren. Und trotzdem sind ihre Masken draussen gefunden worden. Irgendwo müssen sie doch rausgegangen sein. Der Leo hat die Direktorin vom Museum versucht zu überzeugen, dass wir im Museum noch etwas genauer herumschauen dürfen. Die Direktorin hat zögert. Aber dann war sie einverstanden. Wir also mit ihr im Museum herumgelaufen. Also eigentlich hat die Polizei ja schon alles angeschaut. Und was ist mit den Fenstern? Da würde sofort der Alarm losgehen. Ja, und die Lüftung? Viel zu klein, für dass ein Mensch durchkommt. Und die Türen? Da hat es überall Kameras. Auch bei den Türen zum Abhang. Zum Abhang? Zum Abhang. Richtig. Das ist ein alter Notausgang vom Keller. Dort hat es keine Kameras. Aber das ist immer geschlossen. Wir wollten den Ausgang beim Abhang gleich noch anschauen. Für das sind wir in Kauer. Von dort geht der Gang etwa 20 Meter hingern. Und dann hat es eine Holztür. Da geht es voraus. Seht ihr? Die Holztür? Die ist doch überhaupt nicht sicher. Mit einem Bieli könnte man die easy kaputt schlagen. Ja, weisst, da hat es noch ein... Die ist ja offen. Ja, schau es da. Wieso ist die Tür nicht abgeschlossen? Das ist jetzt mir auch neu. Aber davor hat es doch noch ein Gitter. Die Rektorin hat recht gehabt. Weiter vorne hat es normale Gittertüren gehabt. Und die war abgeschlossen. Wir also ratlos vor dieser Gittertür gestanden. Und wenn man das Bild durch das Gitter durchgehen? Nein, das glaube ich nicht. Schau mal, da hat ganz viele Spinnhuppeln. Ist da jemand? Schnell! Dort hinten! Lisa, warte! Ich also dem Geräusch, das wir im Gang gehört haben, nachgerannt. Von weitem habe ich eine Gestalt gesehen und habe sie dann auch verwünscht. Stopp! Anhalten! Wieso? Was macht ihr da? Du hast mich jetzt aber verschreckt. Ja, ihr habt nichts verschreckt. Was habt ihr da für ein Bild? Das ist nur ein leerer Rahmen. Und warum rennt ihr von mir weg? Ich bin am Bügeln. Am Bügeln? Platz machen für die nächste Sonderausstellung. Muster. Lisa, hallo. Freut mich. Ich bin der Abwart. Aha. Und der Grümpel da muss weg. Der Abwart. Eigentlich kein Grund zur Aufregung. Aber ich habe mich gefragt, wieso war er in unserer Nähe? Zufall? Oder hat er uns ausspioniert? Zurück im Büro haben Leo und ich die Museumsdirektorin ausgefragt. Lisa, der Abwart arbeitet seit Jahren bei uns. Und im Vertrauen, gell? Der Herr Muster wäre zu so etwas nicht fähig. Was, nicht fähig zum Stellen? Also, ehrlich gesagt, der Muster hat keine Ahnung von Kunst. Einmal hat er eine rostige Statue, die so hätte müssen sein, gell, oder?
hat er so lange poliert, bis sie blitzblank war. Ja, Sie können schon lachen. Zum Glück sind wir versichert. Aber wenn niemand aus dem Museum raus ist nach dem Diebstahl, dann sind die Täter noch da. Und verstecken sich. Oder arbeiten hier. Ach, du meinst? Ich meine, es können alle gewesen sein. Sogar eine Direktorin. Lisa, sie hat einfach eine blühende Fantasie. Ja, das hat sie. Ja, aber wirklich. Habt ihr den Abwart gefesselt? Wie bitte? Die könnt das Bild überall da versteckt haben. Im Pult, unter dem Sofa, hinter dem Gestell. So, jetzt langt's. Ade. Aber... Raus, beide. So wie die Museumsdirektorin reagiert hat, das ist doch verdächtig. Ich habe beschlossen, die Direktorin zu überwachen. Ohne Leo. Weil der hat meinen Auftritt im Museum ziemlich doof gefunden. Außerdem wollte Jakob seine Hündin pflegen. Sie hat sich nämlich an der Pfote verletzt. Ich also vor dem Museum aussen gewartet. Hinter einem Auto habe ich mich versteckt. Es ist lang gegangen. Erst als es dunkel geworden ist die Direktorin rausgekommen. Und ich ihr nachher. Sie ist um die Ecke zum Kiosk gelaufen und hat so komisch herumgeschaut, so als ob sie etwas zu verheimlichen hätte. Ich wollte schnell ein bisschen näher an. Hey! Hast du keine Augen im Kopf? Oh Mann, sicher nicht für dich! In diesem Tempo um eine Ecke! Das ist im Fall eine Strasse, kein Museum. Oh, fahr doch ab! Ja, super! Nach dem Fastunfall war die Museumsdirektorin natürlich weg. Habe ich halt am nächsten Tag wieder das Gleiche gemacht. Aber diesmal besser. Die Museumsdirektorin ist zum Stadtpark gegangen. Wieder hat sie so komisch herumgeschaut. Sie ist in eine abgelegene Ecke vom Park auf ein Bänkchen zugelaufen. Dort war schon eine andere Person gesessen. Im Dunkeln habe ich nicht viel gesehen, aber gehört. Peter, den ganzen Tag ohne dich. Es ist so hart. Ja, Bianca. Aber bitte nicht im Park. Ich muss dich einfach küssen. Die beiden haben wie wild geknutscht. Und die Stimme von dem Peter ist mir irgendwie bekannt vorgekommen. Bianca, bleib doch bei mir die Nacht. Peter, du weisst, mein Mann darf nichts merken. Aber der Murli und ich sind so einsam. Da habe ich es gecheckt. Der Peter auf dem Bänkli ist der Museumsführer. Der hat also eine heimliche Affäre mit der Direktorin. Hey, das muss ich gerade dem Leo erzählen, habe ich gedacht. Ja gut, das ist zwar nicht ganz sauber, was die beiden da machen, aber sie dabei beobachten, ist auch nicht viel besser. Oh, Leo, es geht um ein Verbrechen. Vergiss doch einmal die Direktorin, es gibt ja noch genug andere mögliche Täter. Ja, aber sie wüsste, wie man unbemerkt aus dem Museum rausschleichen kann oder wie man eine Kamera ausschaltet, nachdem sie die Hand mit einer Maske den Abwart an die Heizung gefesselt hat. Du kannst nichts beweisen, nichts. Leo, hast du eigentlich Kabelbinder? Ja, wieso? Ich hatte eine Idee. Was nämlich, wenn sich der Abwart selber gefesselt hat? Ja, mit diesen Plastikkabelbindern. Geht das überhaupt? Ich habe es ausprobiert, an der Heizung in meinem Zimmer. Natürlich hatte ich ein Messer dabei, um mich zu befreien. Ich bin ja nicht blöd. Aber als ich mich selber an die Heizung gefesselt hatte, bin ich nicht mehr ans Messer herangekommen. Am Schluss musste ich sogar meinen Bruder rufen. Der hat es natürlich sehr lustig gefunden. Wenn die Dummheit stinken wird Lisa ein Stinktier. Nach gefühlten 3 Stunden Auslachen hat er mich dann endlich befreit. Immerhin war für mich der Fall plötzlich viel klarer. Der Abwart hat die Bilder abgehängt und irgendwo im Museum versteckt. Dann hat er sich selber an die Heizung gefesselt. Darum sieht man auf den Videoaufnahmen auch nie eine Bande. Und um den Verdacht auf jemand anderes zu lenken, hat er die Maske beim Museumsführer im Küder deponiert. Jetzt war nur noch die Frage, wie kann ich das beweisen? Zuerst mal darüber schlafen, habe ich gedacht. Aber prompt ist am nächsten Morgen ein Beitrag im Radio gekommen.
Radio 99. Verbrechen, die sich rächen. Mit der Sibyl Seller. Jetzt ist klar, wer die Bilder im Kunstmuseum gestohlen hat. Es ist der Abwart, der Herr Muster. Unsere versteckte Kamera zeigt ihn, wie er eines der gestohlenen Bilder in ein Doppel abrührt. Jetzt ist er von der Polizei verhaftet worden. Das Bild, der Rabe mit dem roten Neste, hat man retten. Von den anderen beiden Bildern fehlt jede Spur. Aus dem Umfeld vom Abwart heisst es, er sei verschuldet gsi. Eins ist klar, der Bilderdieb ist gefasst. Und das dank mir, Sibyl Seller, für Radio 99. Verbrechen, die sich rächen. Die beste Kriminalfälle für Radio 99. Wir sind... Oh nein! Ist doch die doofe Reporterin tatsächlich schneller als ich und hat den Täter überführt. Was jetzt? Dann bin ich halt mal wieder zum Leo. Oh Mann, ist das ein böser Traum. Warte, ich zwick dich einmal. Au, Leo! Ach, Lisa, man kann halt nicht immer gewinnen. Der Leo mit seinen oberschlauen Sprüchen immer. Bin ich heim und in mein Zimmer. Lisa! Ich sage dir jetzt zum letzten Mal! Ich aufs Bett gelegen, den Kopf im Küssi vergraben und habe... Ja, gerannt halt. Mann, ich war so hässig. Wieso bin ich nicht schnell darauf gekommen, dass der Abwart Bilder gestohlen hat? Und wie hat eigentlich die Reporterin den Fall gelöst? Ich habe das Handy genommen. Der Sibyl Seller, ihren Kontakt, habe ich ja gespeichert. So, die kleine Schnüfflerin. Was willst denn du? Gratulieren? Klar, gratulieren. Ich wollte wissen, wie ihr auf die Lösung des Falls gekommen seid. Ist es Zufall oder einfach pures Glück? Du bist jetzt ein freches Biest. Und überhaupt, das geht dich gar nicht an. Oh, hat die grosse Schnüfflerin etwa Angst vor der Kleinen? Angst? Jetzt langt's aber. Geschieht dir ganz recht, dass du dieser falschen Spur von der Mickey-Maus-Maske überhaupt nachgegangen bist. Ich? Dir hat doch der Museumsführer im Verdacht gehabt. Haha, das ist ein guter Witz, Lisa. Face it. Ich habe dir da höchstpersönlich einen kleinen Streich gespielt. Ein falscher Tipp. Und ich habe eine Maske im Kostümladen gekauft und einen Museumsführer in Güssel gesteckt. Was? Dir? Aber ja, ich kenne doch die kleine Schnüfflerin und weiss, dass sie gerne im Dreck wühlt. Die dumme Kuh! Die ist ja noch viel fieser, als ich je gedacht habe. Und vor allem, ich bin voll reingefallen. Bin sogar mit dieser falschen Maske zu der Polizei. Polizei? Habe ich gedacht. Das ist die Lösung. Ich gehe zur Polizei. Hey, ist doch sicher strafbar, so eine falsche Spur zu legen. Der Polizist hat mich ja eh schon gekannt. Aha, die Lena. Lisa. Lisa, hast du hoffentlich nicht schon wieder eine Maske gefunden? Nein, ich will eine Aussage machen, wegen dem Bilderraub. Ja, sag's. Also die Maske bei der Museumsführerin, das kann nicht der Abwart. Also, er hat sie nicht dort angetan. Ja, das denken wir auch. Ja? Also das Sibyl Seller... Und wir haben ihn unterdessen auch wieder freigelassen. Freigelassen? Warum? Das Bild, das er ins Doppel geworfen hat, war gar nicht das Originalbild, sondern eine Kopie. Was? Ja. Ja, warum diese Kopie? Das darf ich dir leider nicht sagen. Das heisst, eigentlich weiss ich ja gar nicht mehr. Der Abwart verweigert im Moment jede Aussage. Der Doppel. Komisch. Der Abwart hat eine Kopie vom Bild. Aber woher? Hat sich die Reporterin gleich getauscht? Ich sofort los zum Leo und ihm die ganze Geschichte erzählt. Ja, der Abwart hat also wahrscheinlich die Bilder geklaut, aber nicht das Original, das er wollte, sondern die Kopien. Aber Kopien sind doch im Museum gehangen, nach dem Diebstahl. Genau. Das heisst, es gibt offenbar 2 Kopien von diesen Bildern. Also sind schon Kopien gehangen, die der Abwart sie geklaut hat. Aber das geht doch nicht. Oder hat der Sammler da, wie heisst der Pfäffli? Genau. Gar nicht das originale Museum ausgelehnt? Das fragen wir am besten selber. Aber so, dass es nicht merkt. Dass es nicht merkt?
Ich wollte Leo vorbeischicken. Ich hatte nämlich einen Verdacht. Aber zu dem später. Der Leo hat sich also als Kunstsammler ausgegeben und ist beim Hans-Jörg Pfäffli vorbei. Gerade näher hat er mir angerufen. Lisa, du hast recht gehabt. Schon? Bist du sicher? Ja, also das Bild der Rabe mit dem roten Neste ist tatsächlich im Pfäffli im Büro. Und wo der Pfäffli schnell aus dem Zimmer ist, habe ich die Rückseite angeschaut. Ja, und? Es hat das Etikett drauf, wie du vermutet hast. Und hast du gemerkt, was drauf steht? Ja, klar. Und jetzt? Jetzt gehen wir zur Museumsdirektorin. Ja, redet die noch mit dir? Logisch hat die Direktorin mit mir geredet. Ich musste nur sagen, ich habe sie kürzlich mal im Stadtpark gesehen. Und schon waren wir willkommen. Sehr willkommen. So, wie kann ich Ihnen helfen? Ganz einfach. Mit ein paar Details zu dieser Affäre. Zu dieser Affäre von den gestohlenen Bildern. Genauer gesagt, zu der Rückseite des Bild «Der Rabe mit dem roten Neste». Ja. Hat der das Etikett drauf, wo steht Leo? Drauf hat gestanden Goodbye. Bald. Also, jetzt habe ich es vergessen. Mann, Leo! Steinwald. Galerie Steinwald, meinen Sie? Genau, Isaac Steinwald. Ja, das ist das Etikett vom Händler. Die klebt auf dem Originalbild hinten drauf. Haben Sie es gefunden? Moment. Und auf der Kopie vom Bild hat es dort auch so eine Etikette drauf? Nein, natürlich nicht. Bei der Kopie hat es nur den Stempel vom Maler, der die Kopie gemalt hat. Genau das habe ich vermutet. Lisa, wo ist das Bild? Beim Sammler. Was? Die Polizei hat den Kunstsammler Pfäffli gerade verhaftet. Zusammen mit dem Abwart vom Museum hat er voll seine eigenen Bilder gestohlen. Ziemlich raffiniert haben die beiden den ganzen Raub ausgetüftelt. Einen Tag vor dem Raub hat der Abwart nämlich die Bilder austauscht. Er hat das Original von der Wand abgehängt und sie ins Lager gestellt. Und dann hat er Kopien aufgehängt. Das hat niemand gemerkt. Was dann passiert ist, hat uns der Abwart auch noch erzählt. Ich habe mich selber mit dem Kabelbinder am Radiator gefesselt. Vorher habe ich die Mickey-Maus-Maske ins Gebüsch da. Und dann Kopie von der Wand genommen und im Heizungskeller in unserer Holzheizung verbrannt. Ausser ein Bild, oder? Ja, das mit dem Bub. Das hat mir halt so gefallen. Und darum habe ich es aus dem Rahmen geschnitten und zusammengefaltet. Unter meinem Mantel habe ich später aus dem Museum geschmuggelt. Aber dann habe ich Angst bekommen. Angst, dass wir ihn entdecken können. Und darum wollen das Bild loswerden. Dummerweise hat es nachher die Reporterin gefilmt. Genau. Und nach dem Überfall hat er im Museum die Bilder aus dem Lager aufgehängt. Das Original. Ja, das war mit dem Pfäffli so abgemacht. Alle haben gemeint, das seien Kopien. Und nur der und der Kunstsammler haben gewusst, dass vorher das Original und die Kopien vertauscht worden sind. Raffiniert. Dann ist der Pfäffli im Museum wieder vorbeigekommen. Und dann hat er tobt wie wild und das haben wir alles gesehen. Ja, und so hat er die Bilder mit heimnehmen. Der Pfäffli hat also die Originalbilder bei sich daheim gehabt. Aber nur der Abwart und er haben es gewusst. So konnte der Pfäffli das Geld vor der Versicherung wegen dem Diebstahl einsacken. Ziemlich viel Geld sogar. Ein Teil hat der Abwart bekommen, um seine Schulden zu zahlen. Aber durch diese Rechnung haben wir jetzt einen Strich gemacht. Der Leo und ich waren voll in Festlaune. So, für mich ein Bierli, für dich ein Sirup. Du, aber jetzt musst du mir gleich noch einmal sagen, wie hast du gewusst, dass das Originalbild so ein Etikett vom Händler hinten drauf hat? Internet. Viele alte Bilder haben so Markierungen, meistens vom ersten Händler, der das Bild verkauft hat. Das steht im Internet. Kein Bezug. Aber wieso hat dann die Kopie, die ich beim Pfäffli gesehen habe, hinten auch so ein Etikett gehabt? Oh, Leo, hast du deine Ginseng-Tropfen wieder nicht genommen? Das beim Pfäffli war doch das Original. Dann habe ich 40 Millionen Franken in der Hand gehabt. Gibt es eigentlich eine Belohnung dafür, dass wir den Fall gelöst haben? Ja. Und wo ist die? In deiner Hand. Was? Ein Bier? Genau. Prost.
ein kurliges Detektivduo, wenn du mich fragst, mit mindestens so kurligen Fällen. Den Fall Nummer 7 und 8 den hörst du im nächsten Podcast-Teil hier von uns und findest du auch auf srfkids.ch. Bis gerade von mir, Anna Zöllig.